Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. So, genau, ich habe da letztes Mal noch probiert, aus dem Hack den selber fliegenden Dartpfeil zu machen, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Hat aber da gesagt, wo wir den Socken mit dem Hack haben verbinden, dass es noch praktisch aussieht. Aber Hack hat irgendwie nicht wollen. Jetzt kann ich nicht mal mehr auswählen, aber ja, es muss ja auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal noch in den Kramladen rein. Und schauen, ob wir es vielleicht dort irgendwie so wegmachen können, dass der Hack in den Socken fliegt. Dass wir vielleicht irgendwie eben aus ihm dann doch den Dartpfeil selber fliegend machen. Und ich habe sonst ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es sonst sollte gehen. Und ja, gehen wir doch mal schauen. Hallo. So, da. Zum Kramladen. Ja, und wenn das halt nicht geht, also wenn ich jetzt so ein bisschen denke, was möglich könnte sein, dass wir eben wie das Nest bei den Pfeilen herlegen oder Socken irgendwie und dann wegen dem Nest fühlt sich dann der Hack dort wohl. Ich weiss es auch nicht recht. Eben, das Ding ist, wie ihr seht, der Socken hat die genau gleiche Farbe wie die Dartpfeile. Also muss das doch irgendwie so gehen. Legen wir doch mal den Socken vielleicht zu den Dartpfeilen her. Lustig. Socke und Pfeile haben dasselbe Muster. Ja, das ist eben das, was ich auch gemerkt habe. Können wir da irgendwie jetzt ein Nest herlegen? Muss da schnell ein bisschen näher gehen? Pfeile? Damit fliegen die auch nicht besser. Nope, okay. Was ist denn, wenn wir als Hack selber jetzt einfach mal hier zu den Pfeilen gehen? Kombinier. Du hast recht. Das sieht fast aus wie ein Pfeil. Ja, aber was? Der eine Du Weg haben wir möchtest ja einen nicht. Pfeil, der so groß ist wie du? Ah, okay, ja, da kennen wir schon den Spruch. Brrr, nope. Oh jö, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Jetzt geht links vom Hack. Seht ihr dort vielleicht so ein Mausenloch, ein ganz kleines. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Recht herzig. Okay. How are we gonna do this? Vielleicht können wir mal noch das Ei im Kranz kombinieren mit dem Nest. Kann ich dieses Kranzteil mit diesem Nest hier vertauschen? Ja, mach mal. Okay. Sieht ja tatsächlich viel besser aus. Den Vierkranzregler kannst du behalten. Hab noch eine ganze Kiste voll. Ah, das ist der, den wir dann brauchen für die Gondel. Das eine fehlende Teil, wo wir den Mechanismus einstellen können. Okay. Okay, aber wie können wir jetzt den Hack dazu bringen, dass er in den Socken hineinschläuft und unser selbstfliegender Dartpfeil wird? Der da? Hack. Das sieht doch irre praktisch aus, oder? Komm on, Hack. Gang 3. Okay, der Hack will einfach nicht. Was könnte man denn da noch irgendwie... Das T, das könnte ja dann wie das Ende sein vom Socken, dass es dann aussieht wie ein Pfeil. Ah! Nice, nice, nice. Ich meinte, das habe ich schon mal probiert. Aber scheint es nicht. Und jetzt noch wie ein Spitz in Pfeil Ich rein. kann die Heftzwecke durch die Löcher im Tee-Ei stecken. Jawohl. Nice, nice, nice. Und jetzt müssen wir nur noch den Hack dort reinbringen. Hack, ich hoffe, du machst doch jetzt mit. Hack kann echt alles tragen. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendetwas fehlt noch. Ah, logischerweise. Ah, vielleicht ist das gar nicht eines von den Teilen, die wir brauchen, sondern... Ja...
Pfeilkostüm. Nice, nice. Kombinieren mit dem Hack. Oh mein Gott, Leute, wir haben es sehr wahrscheinlich geschafft, ohne Rätselhilfe. Bis jetzt, also in der letzten Folge haben wir ja das Erfolgserlebnis auch gehabt. Nice, nice. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Der Hack ist so herzig. Komm on, Hack. Nice. Oh, Donnerwetter. Mitten ins Schwarze. Ja, das hat noch Gut niemand gemacht, geschafft. Hack. Hack? Das ist mein Dartspielername. Hack, Zack, Joe. Ich heiße Emils Bruder beim Dart. Oh, komm Sehr on. kreativ. Dann haben Befreien wir wir jetzt dich erstmal von dem ganzen Kram. das Spiel dort oben gewonnen, oder? Den Preis hast du dir verdient. Oh, ich habe noch nie einen Preis bekommen. Oh. Nice, nice, nice. Okay. Jetzt haben wir gar nicht mehr, weiss nicht was, wie viele Sachen. In dem Fall gehen wir jetzt das Fang den Ball-Spiel eintauschen gegen den Hebel. Hoffentlich gibt es uns den auch. Aber zuerst mal, kann ich mit dem Fang den Ball-Spiel auch selber spielen? Dafür bin ich zu ungeschickt. Oh, okay. Sad Story. Okay. Auf zum Marktplatz und er in die Schererei. Dann dort mit der Molly reden und hoffentlich tauscht sie dann auch der Hebel gegen das Fang den Ballspiel. Sollte ja eigentlich fast müssen. Also sie hat ja, glaube ich, auch gesagt, irgendwie so, sie würde es tauschen gegen ein cooles Spielzeug und so das Fang den Ballspiel ist, glaube ich, schon ein bisschen cooleres Spielzeug als ein Hebel. I think so. Ja. Momo. Das sollte schon gehen. Finden wir es raus. Hey Molly, ich habe dir hier das da. Du willst es. Oh, danke. Damit kann ich noch besser Zeit totschlagen. Den Hebel brauche ich nicht mehr. Yes, Sir. Sehr, sehr nice. Das heisst, jetzt geht's ab zur Seilbahn. Es ist manchmal ein bisschen blöd, dass da so viele Ladesequenzen zwischendrin sind. Aber das ist jetzt halt so. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Und dann kann man mit diesen Ladezeiten auch schnell ein bisschen, ohne dass irgendwelche Hintergrundgeräusche einem ablenken, schnell ein bisschen erzählen von den Ideen, die ich habe. Also ich erzähle von den Ideen, die ich habe. Was das ich machen will, wie, wer, was, wo. Genau. Uns ist sicher, ich habe das Gefühl, es wird nicht überall so sein, dass so viele Ladebildschirme sind. Und das ist halt jetzt einfach hier vor allem so, wo wir halt immer Gebiet wechseln. Okay. Jetzt gehen wir da mal zur Seilbahn. Zum Steuerpult. Laden. Okay, es muss nicht mal unbedingt nur das Gebiet wechseln, sondern ich kann einfach das Steuerpult anschauen. Wäre das nicht möglich gewesen, das alles wie eine Sequenz reinzupacken? Well, I don't know, okay. In dem Fall hier, du kommst da rein. Und du hier kommst da rein. Jawohl. Jetzt müssen wir noch mal schauen, was da gezeichnet ist. Sieht man es von hier? Ja, ist gerade ein bisschen klein. Lesen. Das ist zu klein, um mit bloßem Auge... Ah, ja, stimmt. Für das haben wir ja die Linse. Der Hebel Okay. zeigt auf das Schiffchen, der Regler Schiffli? nach Nordosten und die beiden Nordosten? mittleren Knöpfe leuchten. Schiffli und Nordosten fehlt uns noch. Okay. Wunderbar. Hebel. Nope. Bam. Der Hebel geht ab. Das Schiffli, das muss das sein. Nachher
Nordosten. Nope. Nope. Noch einiges. Voilà. Jetzt ist einfach noch die Conroy-Platte dran und die ist jetzt irgendwie noch zu schwer. Und für das brauchen wir sehr wahrscheinlich irgendeine Art Schraubenzieher. Logischerweise. Jetzt schauen wir gerade, ob wir irgendetwas im Inventar haben, wo wir einen Schraubenzieher basteln könnten. Oh, das sieht schön. Mit dem Käse, der ist ja vor so spitzig. So bekomme ich die Schrauben nicht gelöst. Mit dem da hier, mit dem Stoßzahn? Vielleicht? So bekomme ich die Schrauben. Nein, okay. Stoßzahn durch Käse? I don't Die know. Idee ist, Käse, ja. ich möchte nicht, dass mir der... Okay, von wo bekommen wir denn diesen Schraubenzieher auch her? Mal zum Hack wechseln. Hast du die Schraube nicht einfach rauspicken, Hack? Nope, doesn't work. Du wirst schon deine Gründe haben. Der ist festgeschraubt. Ja, können wir denn das irgendwie... Hä, Leute, ich bin verwirrt. Oh, nicht er schon wieder. Oh, das Ding muss ja eine Tonne wiegen. Ja, der heisst es auch leider doch. Rätselhilfe! Mache die Gondel leichter. Genau, das wäre ja das. Ja. Ja, logischerweise die Conroy-Platte weg. Ja, geht's. Conroy-Platte. Ja, wie könntest du ihn abmachen? Also bräuchtest du ein Werkzeug. Wer könnte passendes Werkzeug besitzen? Aha. Die Molly. Die wird passendes Werkzeug haben. Aber ob es uns echt so gibt, oder vielleicht kommt dann nochmal irgendwie wie eine Quest oder so. Ja, well, vielleicht will sie euch ein Catchy dafür. Fair. Ja, fair enough. Catchy gegen Schraubenzieher. Finde ich, ist für uns ein guter Deal. Für Molly, ja. Es geht. Zum Glück gibt es hier auch zu Hilfe, Leute. Zum Glück gibt es. Ich wäre auch da ewig dran. Okay. Ja, guten Tag wohl. Hallo Molly. Hi, Robert. Willst du was spielen? Klar, Nope. ich stell dir an. Alles klar. Ah, okay, ja. Kennen wir aus. Okay. Sie hat ja. Hä? I don't get it. Hat keiner jemals versucht? Nein, die Leute hier mochten die Idee von Anfang an nicht. Ich meine, dann können... Obwohl ich genau das passende Werkzeug hier habe, um sie zu reparieren. Ah, das Ja. ist gut zu wissen. Du hast also Werkzeug für die Seilbahn? Alles hier. Sag mir nur, was du genau brauchst. 911er, 3/4 Zöller. Ich habe bestimmt 1000 verschiedene Schraubendreher. Ich kenne Oh. mich mit Werkzeug nicht so aus. Lass es, Junge. Das kann doch nur schief gehen. Okay, zeig mir einfach das Gewinde, dann gebe ich dir den passenden Schrauber. Tschüss. Bleib hier. Okay. Und für das haben wir Ketschgummi. Können wir den vielleicht zuerst am Robert kombinieren mit dem Ketschgummi? Schau nur. Aufregend, nicht? Nope, geht nicht, okay. Aber dann wird es wohl möglich sein, dass man den Ketschgummi dort an die Schraube dran drücken kann. Und das sollte dann rein theoretisch einen Abdruck geben. Und den Abdruck den können wir dann Molly zeigen. Und sie sollte uns dann hoffentlich das passende Werkzeug geben,
wo wir dann endlich die Gondel reparieren können und nach Alt-Aspen gehen. Ist es nicht mehr Alt-Aspen, ja? Oder ist es Asposien zentral? Also Asposien Central. Ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen jedenfalls irgendwie dann mal den Windmönch finden. Genau, das ist ja so ein bisschen die Hauptquest. Der letzte Windmönch. So. Jetzt packst du den Kätschi da drauf. Ich kaue es vorher. Dann kann ich einen Abdruck machen. Ja! Juhu, ein Schraubenabdruck. Yay! Und back to Molly. Jetzt kommt's gut, Leute. Ich habe das Gefühl, in dieser Folge schaffen wir es, dass wir mit der Seilbahn abhauen können. Also abhauen einfach. Ihr wisst schon woher. Also nein. was laber ich da? Ihr wisst schon woher. Also, ihr wisst, was ich meine mit abhauen. Dass wir einfach endlich dorthin gehen, wo wir her wollen. Das ist das, was ich gemeint habe. Laden, 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 ladidai, ladidadai, ladidadai. So. Liebe Frau Molly. Es geht aus wie ein Blümchen da. Ich habe hier etwas für euch. Hier, schau mal. Schau geil, Hey, Molly. der Abdruck erinnert mich an was. Das sieht aus wie 12er-Schrauben. Okay. Kann ich mir einen 12er-Schlüssel ausleihen? Ja, klar. That was easy. Nice, okay. Jetzt kommt's gut. Jetzt kommt's wirklich gut, Leute. Und ja, wir haben die Rätselhilfe gebraucht in dieser Folge, aber ich weiss nicht, wie fest. Vor allem halt einfach sind wir dank der Rätselhilfe zurückerinnert worden, dass Molly ja sehr viel Werkzeug hat. Ich weiss nicht, ob mir das noch in den Sinn gekommen. Wo ich da die Folge ziehe, ist nicht am gleichen Tag wie die letzten Folgen. Gott sei Dank gibt es die Rätselhilfe. Halleluja. Rätselhilfe. Halleluja. Okay, so. Genug rumgesungen. Schrauben. Da. Und da. Das sieht komisch aus. Okay. Das hätte ich mit dem echten Conroy machen sollen. Gut, das heisst, jetzt kicken wir hier das Ticket rein. Let's go. Warum sollte ich das tun? Don't know. Okay, zum Steuerpult. Vielleicht geht es ja jetzt grad schon los. I don't know. Gut. Der da hier. Okay, let's go. Die Seilbahn scheint jetzt zu laufen. Ich sollte Libretta holen und hier verschwinden. Okay, all unsere Gegenstände sind irgendwie weg. Für was ist der? Also Käse haben wir ja schon mal gebraucht. Aber das da der Zahn, für was war der gewesen? Der Stosszahn. Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir den schon gebraucht? Wir haben aus zuverlässiger Quelle gehört, dass sich Instrumentennasen in dieser Stadt aufhalten. Es ist Vorsicht geboten. Solange auch nur einer frei herumläuft, kann es jederzeit wieder zu einem Basilenangriff kommen. Nein, bitte. Ich weiß nichts von irgendwelchen Instrumentennasen. Es soll sich um einen Neuankömmling handeln. Nein! Seine Nase ist gestreift wie die ihre. Ihr müsst mir glauben. Libretta! Halt! Sind Sie eine Instrumentennase? Geben Sie sich zu erkennen. Nein, er ist ganz normal. Oh. Ich bin die Flötennase, die ihr sucht. Oh mein Gott. Verhaften.
Oh Haben mein Sie Gott. sonst irgendwelche Informationen über Instrumentennasen, die sich in dieser Stadt befinden? Sie hat sich Nein. geopfert für Und uns. wenn hier welche wären, dann wüssten sie, dass sie jetzt fliehen müssten. Libretta. Los, sieh nach, ob du noch mehr findest. Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zu Conroys Wiedererweckung. Ah, fuck. Well, fuck, Leute. Okay. Libretta, unsere Cousine, glaub. Hat sich heldenhaftmässig für uns geopfert. Die werden wir noch retten. Es tut mir leid. Oh. Das war jetzt eine ganz lange und schöne Sequenz gewesen. Okay. Neues Gebiet kommt. Ich bin gespannt. Okay. Oh. Laura, Laura, Laura. Ich werde dich schon noch zum Reden bringen. Erzähl mir alles, was du über diesen König weißt. Er ist der König der Flötennasen. Er wird uns alle retten und dich zur Strecke bringen. Richtig so. Machen wir es kurz. Ich werde ihn nicht verraten. Du verschwendest hier nur meine Zeit. Aber ich verschwende damit auch deine Zeit. Also mir soll's recht sein. Schieß los. Oh, ich habe gar nicht vor, etwas zu sagen. Ich werde abwarten, bis du etwas sagst. Ich hasse es, wenn sie denken, dass sie clever sind. Okay, wir sind sehr wahrscheinlich die Laura. Flötennasen, Du Basil. musst doch einsehen, dass die Basilen nicht echt sind. Die Basilen sind so echt wie mein Glaube an Conroy. Aber du hast doch gar keine Beweise. Wenn es beim Glauben um Beweise ginge, dann würde es doch gar nicht Glauben heißen, sondern... Wissen? Genau. Es gibt etwas, das du zu den Basilen wissen musst. Und das wäre... Provokation oder Diplomatie? I don't know. Diplomatie. Ja. Provokation. Diplomatie. Ja, Leute. Bist Diplomatie. du dir denn hundertprozentig sicher? Könnte es nicht vielleicht doch sein, dass die Basilen gar keine Götterwesen waren? Sind! Waren. Und Conroy hat sie bauen lassen. Das ist ausgemachter Unsinn. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du paranoid bist? Heute? Vielleicht 12 Mal? Okay. Ich will gleich nochmal Was ich schauen. dir noch zu den Basilen sagen wollte. Ach, bitte. Wenn wir jetzt einfach mal Provokation probieren. Sie sind nicht echt! Warum will das nicht in deinen stupiden Dickschädel rein? Okay, So okay. redest du nicht mit mir! Oh oh. Okay, vielleicht muss da irgendetwas passieren. Ich muss ein paar Mal mit dem Zeug Ich dort auf denke, den es gibt Tisch da hämmern. zwei Dinge, die du nicht über Conroy weißt. Ich weiß alles über Conroy. Ach ja? Wann wurde er geboren? Im Jahr des Schrofes. Was war seine Lieblingsfarbe? Rosa. Wann hat er die Basilen bauen lassen? Im Jahr des... Ah! Netter Versuch, kleine Lady. Jetzt hör mir mal zu. Was denn noch? Conroy hat sein Leben für unser Land und unsere Sicherheit gegeben. Ich lass dich nicht auf seinem Vermächtnis herumtrampeln. Provokation. Conroy ist das asposische Äquivalent von dem gelben Glibber, den man morgens im Augenwinkel hat. Von dem Gefühl, das man hat, wenn man mit dem kleinen Zeh gegen einen Schrank rennt. Wie kannst du es? Von dieser ganz speziellen Art Kopfschmerzen, die man bekommt, wenn man wirklich durstig ist. Er ist ein Heiliger! Conroy ist die mit Abstand unnötigste Person, die ich jemals das Unglück hatte zu treffen.
Er schuldet jedem einzelnen Asposer, dem er jemals die Luft zum Leben weggeatmet hat, eine handschriftliche Entschuldigung. Ich glaube, und das meine ich von ganzem Herzen, das einzig Gute an seiner Wiederauferstehung ist der Fakt, dass ich ihn noch einmal töten könnte. Er ist ein absolutes Monster. Und ich spucke auf ihn und alles, das ihm irgendwas bedeutet. Nice, Laura. Okay. Warum Flötennasen. hasst ihr denn nur die Flötennasen so sehr? Wie könnt ihr so viel Unglück über so viele Leben bringen? Sie waren es, die das Unglück nach Asposien geholt haben. Wir haben in Frieden gelebt, bevor sie Conroy feige ermordet haben. Sie sind von Natur aus böse. Jeder einzelne von ihnen. Glaub mir, Kind, ich weiß es. Oh Gott. Du liegst falsch. Du liegst falsch. Oh. Wir bleiben bei Provokation. Bei dem Dude. Elender Mörder. Ich frag mich, was in deiner Kindheit schiefgelaufen ist. Wollten die anderen Kinder nicht mit dir spielen? Fühlst du dich besser, jetzt wo du gemeinsam mit anderen auf jemandem herumhacken kannst? Ich warne dich. Mach es nicht noch schlimmer. Ach so. Was willst du machen? Mich ins Gefängnis werfen? Du bist nur ein einsamer Versager, der keine Freunde hat und die Angst der Leute benutzt, um Hass zu schüren. Okay. In dem Fall das jetzt hier beenden, oder wie seht ihr das? Ich brauche eine Pause. So viel Dummheit ist schwer zu ertragen. Ich habe Zeit. Deinen hinterhältigen Flötennasen rennt sie davon. Ob ich Okay. wohl ein guter Herrscher bin? Manchmal, in der Nacht, denke ich darüber nach, ob ich wohl auf dem falschen Pfad bin. Das bist absolut. Okay, nice. Wir sind effektiv als Laura am Spielen. Jetzt müssen wir nur irgendwie an irgendetwas herkommen, Leider immer oder? noch zu weit weg. Okay, Lose Was die. soll ich damit machen? I don't know. Wüsste? Zu kurze Arme. Ein Basilenstempel. Okay. Kann ich damit was in die Luft jagen? Nein? Dann brauche ich das nicht. Okay. Conroy-Bild. Kamin. Ah. Das sind die Käfer dort, die man muss beleidigen. Die Käfer kochen. Ich fühle mich gerade ganz genauso. Okay, das sind Kochkäfer, ja. Aber okay, wir können hier noch nicht viel machen. Das heisst auch wieder mit dem Emil reden. Hey Emil, vielleicht habe ich dir doch... Ich bin ganz Ohr. Ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir ihn einfach ein paar Mal Was provozieren. ich dir noch zu den Basilen sagen wollte. Ach, Ja, wo vielleicht tut er dann mit dem Stempel so fest, dass mir egal irgendetwas Sie passiert. sind... Warum will... so! Aber passieren tut nichts, bin mir egal. Was ich dir noch... Probieren wir es nochmal? Sie... Provokation. Warum... Okay. Was ich dir noch zu... Es gibt nichts, was du sagen kannst, das meine Meinung über ihn irgendwie ändern könnte. Okay. Probieren wir es hier mal noch mit Diplomatie. Warum sollte man Conroy nicht in Frieden ruhen lassen? Ich denke, es wird Zeit für einen neuen Herrscher. Hey, vielleicht diesmal ein König. Ein König? Was soll Asposien denn mit einer Monarchie? Das ist viel zu rückschrittlich. Ja, nehmen wir lieber eine schöne, moderne Diktatur. Oh Gott, okay, das bringt auch nichts. Und jetzt probieren Was wir ich noch dir mal noch die zu den- Flötennase. Hier Diplomatie. Bitte lass sie leben. Es sind Leute wie du und ich. Familien. Oh, sie sind nicht wie du und ich. Es sind grausame, absurde Gestalten, die Asposien heimsuchen. Ich muss sie aufhalten. Ich muss dich aufhalten. Dann muss ich dich ebenfalls aufhalten. Okay. Ich brauche eine Pause. Ich hab deinen hinterhältigen Flöten. Okay, ja. Ob ich wohl ein guter Herrscher bin?
Manchmal. Ja, ich weiss jetzt gerade auch noch nicht, wie dass wir da dann weitermachen können, aber ich bin überzeugt davon, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden und uns hoffentlich hier können befreien und irgendwie irgendetwas in diesem Raum können anfangen, ja. Wo, genau, die Folge ist jetzt zu Ende und ja, kommt jetzt mein Outro, genau. Ja, dann würde ich mit diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!